Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Ausgabe Klemmbaustein mit mir, dem Cyril. Hello, es ist Dienstag, es ist 1, das heisst eine weitere Runde Bruchtal. Ich hoffe, ich breche nicht dran, weil es sind doch einige Steinchen, fast 7000, wenn ich nochmal übergeschaut habe. Nein, stimmt nicht ganz, fast 6200. Aber es fühlt sich an wie 10.000 Minimum. Aber das haben wir ja mit dem Eiffelturm schon hinter uns. Nichtsdestotrotz sind wir im dritten Büchlein angekommen und damit im letzten Part von der Anleitungen. Und ich freue mich, dass wir heute endlich an die grosse Halle gehen und dort hoffentlich auch zum Rad kommen. Elrons Rad wird dann auch noch verklemmt quasi. Ja, wie geht's euch? Seid ihr gut in die Woche gestartet und habt so weit eigentlich ja, ein bisschen dem Sonnenschein entgegengeschaut, der leider immer noch auf sich hoffen lässt. Ja, es ist auch hier nicht anders. Es sieht eher so aus, als würden sie wieder schiffen, obwohl es eigentlich gesagt hey, jetzt ist endlich mal ein bisschen Frühling und ein bisschen Sommer. Jetzt ist doch Gottfried noch mal schon Mai. Was soll das? Ja, alle schauen fragend zum Fenster raus und denken, oh Gott, wird es nochmal so einen Tag mit Depressionen und schlechter Laune? Ja, aber nicht hier drin. Ja, garantiert nicht hier drin. Wir klötzen nämlich munter weiter. Wir sind hier letztes Mal stehen geblieben. Wir haben gerade noch das Kandelaber da, den Kerzenständer anplatziert und gehen weiter Richtung grosse Halle das mal. Ich habe auch schon alles wieder schön brav gelegt, dass wir schön starten. Ich habe das mal auch nicht so viel Stress. Ich habe kein Meeting um 3. Ich muss also nicht absäckeln. Wobei, letztes Mal bin ich auch nicht abgesäckelt, oder? Nachdem ich kurz noch den Chat angezündet habe und das Internet in Flammen gestanden ist, habe ich gedacht, ja gut, jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt und dann habe ich mich langsam rausgeschlichen. Wie man das natürlich macht als professioneller Streamer oder zuerst einfach heikle Themen anschneiden und dann einfach mal den Fisch machen. So wie es sich gehört, so macht man das ja nicht anders in der Politik, wissen wir alle, wie das läuft. Ein bisschen um einen heissen Brei reden und dann die anderen ein bisschen sich aufregen lassen und machen lassen. Ja, so wie es aussieht, machen wir nochmal ein bisschen Steinchen hier und machen wahrscheinlich jetzt das Podest oder so etwas, den Unterbau vom Rat, von dieser Ratsszene, wo sich die 9 Gefährten zusammengeschlossen haben und der mutige Frodo sich als Ringträger selber rausgekoren hat. Ja, was hättet ihr in dieser Situation gemacht? Hättet ihr den Ring genommen? Hättet ihr euch angeschlossen? Oder einfach irgendjemand anders machen lassen und hättet dann darauf gehofft, dass das irgendjemand erledigt? Das dürft ihr doch sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, das nimmt mich schon ein Wunder. Weil ja, für Heldentum braucht es ja immer auch ein bisschen Mut, aber auf der anderen Seite sind ja die Chancen sind ja sehr schlecht gestanden eigentlich für den guten Frodo und seine 8 Gefährten. 9 Gefährten. Sind es jetzt 8? Wenn man ihn nicht mitzählt, sind es 8, oder? Ja. Oh je. Hat irgendjemand von euch schon da die HDR-Version mal gekauft und gesehen? Hat sich das gelohnt irgendwie? Weil rein von den Bildern her sieht es recht gut aus. Ist auf Blu-ray mal ursprünglich auf DVD rausgekommen. Dann auf Blu-ray und dann die Extended Edition und irgendwelche Limited, so Collectors, noch mit den Figürchen und den Türmchen und was weiß ich alles. Und dann hat es ja nochmal so eine neue Fassung gegeben mit HDR. Ist alles nochmal überarbeitet worden, so, vor allem von der Farbe her. Und von den Bildern her hat es wirklich super toll ausgesehen. Also ich bin immer wieder erstaunt, was man mit Technik noch alles kann rausholen kann, weil ja, also das Raw-Footage, so wie es gefilmt worden ist, das ursprüngliche Filmmaterial, das ist ja einfach wie es ist. Das kann man ja nicht besser machen, als es ist. Das ist genauso wie wenn ihr
Jawohl. Wo bist du jetzt gestanden? Hä? Gut. Warte jetzt. Wird schon wieder demontiert hier. Einfach hier. Ja, das ist genauso, wie wenn ihr einfach ein Foto macht, oder? So zuerst mal mit der Kamera quasi vorausgehen und sagen so, jetzt, ich will auch Fotograf oder Fotografin werden. Und dann sucht ihr euch mal ein paar Sujets und dann habt ihr ja noch keine Ahnung, wie die Kamera so richtig funktioniert. Aber ja, wird schon gut kommen, man kann sie nachbearbeiten, aber wenn halt das Foto schon dann scheiße ist, dann kann man es halt auch nicht mehr retten. Also wenn ihr zu viel über- oder unterbelichtet habt, dann ja, ist das halt gewesen. Aber so lernt man ja immer wieder ein bisschen dazu. Ja, ich habe gestern auch wieder ein bisschen Fotos gemacht, weil ich habe mein das YouTube-Profil-Banner ein bisschen überarbeitet. Ich habe nochmal gedacht, hey, ich mache jetzt nochmal ein Rebranding. Und ja, es macht mir ja sowieso Spaß, so Sachen, so ein bisschen kreativ sein. Und dann habe ich mit meiner dürftigen Kamera, die eigentlich mehr fürs Vloggen gedacht ist, habe ich dann ein bisschen versucht, anständige Fotos zu machen. Ja, ist noch schwierig, oder? Wenn man alleine ist vor allem und eigentlich muss anstehen, irgendwie am besten noch vor dem Greenscreen. Das habe ich nämlich gemacht, damit ich mich selber am besten ausschneiden kann und ein bisschen der Hintergrund nicht so im Weg ist, auch wenn weiss irgendwie besser gewesen wäre. Aber ja, was willst du? Habe ich leider nicht. Also ich habe natürlich schon weisse Wände. Aber dort ist dann das Problem, dass die Beleuchtung halt relativ fix ist bei mir. Ich habe keine irgendwie so Lichtboxen, die ich kann umkarren und dann noch etwas anderes platzieren. Ja. Und dann habe ich wenigstens können, mein Handy mit der Kamera verbinden und so mit Aufnahmeverzögerung ein paar Fotos schießen. Aber es ist halt immer das Problem, weil du kannst dann halt nicht durch die Kamera durchschauen und irgendwie den Zoom noch richtig stellen, auch wenn es sehr gut aufs Gesicht fokussiert, das schon, aber es hat sicher noch ein bisschen Optimierungspotenzial. Aber jetzt, für den Moment, bin ich sehr, sehr zufrieden mit meiner gestrigen kreativen Leistung. Wenn man da auch mal ein bisschen selber darf, auf sich selber darf stolz sein, oder? Ja. Ja, wie seid ihr so letztens kreativ unterwegs gewesen? Vielleicht auch im Klemmbausteine-Bereich, könnte natürlich auch gut sein. Ich meine, das ist ja da die Episode jeweils. Einfach ein bisschen zusammen klemmen. Ich habe auch schon sehr lange meine Miniatürchen nicht mehr angelangt. Ich habe ja mit dem Oli aus unserem Team haben wir uns Star Wars Legion gekauft. So ein Miniaturen-Kampfspiel, wo du einfach die Miniaturen auf dem Spielfeld platzieren und dann gegeneinander schiessen. Und dann musst du schauen, Deckung, ja, nein, und wie gut triffst und so, verschiedene Einheiten etc. Pipapo. Und du musst aber zuerst zum Teil noch zusammenleimen und vor allem auch grundieren und dann bemalen. Und das ist halt sehr, sehr zeitintensiv. Natürlich kann man das auch ohne bemalen, aber hey. Also wenn du schon die Figürchen kaufst, dann muss es natürlich anständig aussehen, oder? Ja. Das muss schon sein. Ja, und jedenfalls habe ich schon länger nicht weitergemacht. Ich habe meine 2 Basistrupps fertig, aber es fehlt noch der ATRT fehlt noch und der Luke Skywalker noch und der Oli hat auch, glaube ich, wieder ein bisschen aufgegeben. Jetzt haben wir eine Session gespielt, damals mit den nur grundierten Figürchen. Und jetzt liegt das Zeug schon wieder rum. Und Warhammer habe ich auch noch gekauft. Das habe ich alles zusammengeleimt jetzt von der AdMax. Und das liegt auch schon wieder rum. Ist das nicht fantastisch? Ja, ich habe immer sehr, sehr wechselnde Prioritäten. Habe ich auch schon festgestellt. Vielleicht erst auch schon, ich weiß nicht. Da könnte man manchmal schon fast meinen, so wegen der Aufmerksamkeitsspanne, ich hätte so etwas wie ADHS oder so. Ist mir zumindest auch schon durch den Kopf.
Also ich kann schon aufmerksam sein und zulassen und so, das geht schon, oder mich auf etwas konzentrieren, aber es muss mich auch sehr interessieren, oder? Und manchmal ist das Interesse halt sehr temporär. Und jetzt mit dem ganzen YouTube-Projekt habe ich mir gesagt, nein, jetzt ziehst du es einfach mal durch. Und es macht auch immer noch mega Spaß, das hilft natürlich auch. Ich finde, man wächst auch ein bisschen damit. Also, ganze Editieren lernen und so, das macht schon Laune. Und die Fotos und Bildbearbeitung und ja, und die ganze Analyse, die natürlich immer wieder musst anstellen musst, das ist schon noch cool. So quasi ein bisschen seinen eigenen kleinen Chef sein. So, warte jetzt. So. Jawohl. Das ist schon witzig, dass man jetzt eigentlich das so legt und es sieht so fast so, eigentlich müsste es ja so stehen. Also früher hat man sich sicher nie bei Lego überlegt, dass man so etwas so flach pflastert. In den alten ersten Lego-Jahren. Aber man hat dort auch ein bisschen dazugelernt. So, das sieht richtig aus. Da sieht man wieder nicht, wie das jetzt genau ankommt. Jetzt wieder so kompliziert abzählen. Also kompliziert ist es eigentlich nicht, aber aber es sieht richtig aus da. Deswegen hat es da so ein Stäbchen, das wir platziert haben. Und Pilzli. Die finde ich ja cool. Also irgendwann muss ich das mal noch so in der Nacht auch anschauen. Komme ich extra hier ins Büro, so um Mitternacht, wenn alles dunkel ist. Und dann schaue ich mir mal die Pilzli da an. Ganz toll wäre natürlich auch noch, wenn man es irgendwie könnte mit... also kann man ja, aber das sind andere Produkte. Mit LEDs und so ausstatten. Also wenn ich mir jetzt das gekauft hätte, hier Bruchtal, aber ich baue es ja nicht zweimal zusammen, einmal für mich und dann einmal noch hier. Ich glaube, dann hätte ich mir wirklich auch noch das Light My Bricks gekauft. Das musst du ja eigentlich schon mit dem Set kaufen. Weißt du, sonst hast du die ganze Arbeit doppelt, dann musst du alles wieder auseinandernehmen. Und dann wieder zusammenstecken. Wenn du es eben von Anfang an gerade kaufst, dann kannst du das gerade mit einbauen. Macht es wahrscheinlich ein bisschen komplizierter, wenn du auf 2 Anleitungen gleichzeitig musst schillen. Ja, habt ihr schon mal so eins verbaut? So ein Lichtset? Gibt es ja auch verschiedene Hersteller. Aber Light My Bricks ist sicher das bekannteste oder das, was es am längsten gibt, meines Erachtens noch. Oh, es ist schon wieder irgendwie 50 Grad. Hey. Kaum ist draussen über dem Gefrierpunkt, ist da rein im Büro, bringt es einem einfach schon fast um. Aber es ist ja schön, kann ich jetzt noch mal ein bisschen Landschaftsgärtner sein hier. Ich kann mir vorstellen, dass es noch ein schöner Beruf ist. Sicher ein ziemlich härter. Ja, wenn es mal draussen ein bisschen heißer ist und halt gleich musst du so im Dreck ein bisschen rumkriechen. Also die ganzen Gärten, Parks, Landschaften und alles so ein bisschen verschönern. Sicher noch etwas Cooles. Ja,
haben wir jetzt tatsächlich dann schon wieder ein Beutel weg. Heute geht es fix, aber ich tue mal wieder nichts verschreien. Letztes Mal haben wir das gar nicht gut da. Dass ich schon gesagt habe, heute läuft es gut. Lieber nicht. Tu mich da nicht mehr so aus dem Fenster lehnen. Nein, 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 nein. Da habe ich dann doch dazugelernt. Und das kommt jetzt so schön. Warte jetzt. So. Das wird noch Sinn machen. Seht ihr das da überhaupt so einigermaßen? Ah, sorry. Ah, leider kein Nasentüchchen da. Extra vorhin noch aufs WC und die Nase schnitzen. In dem WC, wo es eben nur die doofen Dyson hat. Und du musst WC-Papier nehmen. Du musst extra für das nachher spülen. Wenn du die Heime wärst, dann würdest du sie einfach reinrühren und dann, wenn du das nächste Mal musst spülen, wirst du spülen. Aber so, das geht doch nicht. Sollen dann die Leute denken, die nach dir kommen? Hat da einfach in die Schüssel reingeschnitzt. Hallo? Was ist mit dieser Banane da? Oh, haben wir wieder übrige Teile. So, 8:29. Ah, wieder ein Doppelsäckler. Und ich sehe, es gibt den Mary und den Pippin. Ich habe da gerade noch rausgerollt. Kann man von meiner Chefin sagen lassen, weil ich da gar nicht so in der Lore inne bin. Habe ich aber cool gefunden, dass Mary und Pippin beide ein bisschen grösser sind wie der Durchschnittshobbit. Und nämlich 1,20 Meter oder so. Das finde ich schon noch spannend. Wie sie scheinbar aus der Familie Tuck kommen. Und im Film mag ich mich zumindest noch daran erinnern, sagt doch der Gandalf, glaube ich, zum Bilbo. Genau, so einem jungen Bilbo, im Hobbit ist das, dass der alte Tuck doch das Golfspiel erfunden hat und auf einem richtigen Ross reiten. Sehr herzig. Wie soll ich jetzt das heben hier? Wie soll denn das gehen? Ich kann doch das gar nicht heben. Wie soll der das heben hier? Aha, warte mal, so vielleicht. Hä? Nein, das macht doch keinen Sinn. Oder da oben. Lotplay, schönen guten Nachmittag. Hello, hello. Und? Alles klar? Alles fit und zweig? Das ist jetzt aber nervig. Er hat noch das Rüebli in der Hand. Der Klassiker. Der Gemüseliebhaber hier. Immer ready für etwas zum Fooden. Oh, jetzt brauchen wir noch Capes. Einmal braun, dunkelbraun, ja. Und hellgrün. Nein! Ah, wird hier wieder alles zerstört. Das ist noch cool gemacht, dass man das so drüber legt. Und dann hat es rein wegen der Spannung von Natur aus herrschen so die Form und ein bisschen den Schwung drin. So, jetzt haben wir zwei verschiedene Gringe. Da einmal den Pippin. Aber die dunklen Haare. Ah, das sind ja die dunklen. He? Gut.
Bei mir, ja, bei mir geht es so tipptopp. Ich habe heute kein Meeting. Das heisst, ich habe ein bisschen weniger Stress, ich habe ein bisschen mehr Zeit. Und das stimmt mich sehr positiv. Hey, ich weiß jetzt nicht, wie wir das sollen da an den anbringen. Was wird der jetzt mit dem Blümchen? Dann nehme ich da einfach eines von den feurigen Teile. Dann will ich dem das irgendwie anstecken. Sonst nehmen wir mal das da. Das passt doch irgendwie noch. Das haben wir ja feurig. Das tut mir komisch. So kann es doch sicher anlangen in die Hände. So geht es. Ja, weil hier in der Anleitung hat er das einfach so in der Hand drin. Aber das ist ja gar nicht möglich, ohne dass noch irgendetwas drunter ist. So, und dann brauchst du noch das Cape hier. Der Mary. Schön mit dem frechen Lächeln. So, haben wir die zwei Lüstle. Und Lopez, sind deine Speed Champions alle angekommen? Hast du schon alle zusammengebaut jetzt am Wochenende, oder wie? Sicher nicht mehr können warten, oder? So, jetzt wird da endlich mal ein bisschen die Höhe gebaut. Ah, ihr zwei sind jetzt eigentlich ein bisschen im Weg hier. Noch nicht gebaut. Überlegen wir gerade daraus einen Stream zu machen. Ja, do it, bitte. Speed Champions und Speed Building, oder? Das passt doch gerade super zusammen. Also das schreit schon nach so einem Speed-Build. Und sonst kannst du ja in der Nachbearbeitung einfach so im Schnelldurchlauf so ein Fast Forward editieren. Fehlt noch etwas? Nein. Du kannst es natürlich auch gerne im Discord-Channel posten. Bei Eigenwerbung. Da kann ich mal schauen, wie schnell das du bauen. Ob ich mich da muss in Acht nehmen muss. Nein, 4 Säulen. Aber dann machen wir jetzt mal so Akkordbau, oder? Nennt man das, glaube ich. Oder eine Staffel. So. Oh. Fließbandarbeit. Was wollte ich nur? Sehen, wie man richtig und fehlerfrei etwas zusammenbaut. Ich mache das ja nur zu eurer Unterhaltung. Es ist, weißt, ich mache ja sonst nie Fehler, oder? Aber ohne Fehler, wie langweilig wäre das, oder? Ich mache das ja nur für die Views. Das ist doch ganz klar. Aber ja, vielleicht schaut mir ein bisschen etwas ab, wer weiß. Du musst halt einfach schauen, dass ich das Video nicht finde. Immer die Ausreden, ja, die müssen immer sein. Ich habe immer und für alles eine Ausrede.
Und die müssen schon ein bisschen gerade ausgerichtet sein. Das gibt ja schließlich Säulen. Das sieht man einen Weg nach sehr viel Stein aus hier. Ist wieder eine graue Angelegenheit. Da komme ich gerade wieder Albträume über vom Eiffelturm. Also ich meine, jetzt sieht er auch schon geil aus, wenn er dort hinten steht, aber... Immer 4-mal das gleiche Graue. Das ist schon brutal. Aber ich meine, wenn man es sich kauft, dann weiß man ja auch, auf was man sich einlädt, oder? Weil der ist jetzt halt nur mal aus Metall. Das neue Star Wars Game? Nein, da selbst der GTX 4090 scheint es Mühe hat mit dem Game, tue ich meinem alten PC das schon gar nicht an. Darum leider nein. Hast du schon gespielt? Läuft es gut bei dir, oder wie? Also ich habe jetzt gerade für neue Games gerade gar nicht so Zeit. Und eben wegen dem ganzen YouTube-Projekt. Also ich bin wirklich voll im Final Fantasy 9 Fieber wieder. Wo ich jetzt gerade durchspiele. Und dann noch ein paar andere Sachen im Kopf. Ich weiß gar nicht, ob ich mich da so auf AAA-Titel wird oder soll stürzen. Ehrlich gesagt. Ich glaube, das einzige Star Wars-Spiel überhaupt, nebst Battlefront 1, das ich mal gespielt habe, war, wie hat das geheißen? Rogue Squadron, echt. Auf dem N64 oder so. Jetzt hast du fliegen und ballern. Ich glaube, so hat das geheißen. Auf der Xbox Series X läuft es sehr gut. Ah, cool, okay. Ja, dann haben die Consoleros und Consolieras in dem Fall wieder einmal Glück gehabt und dann ist es für Konsole optimiert worden und beim PC hat man einfach gedacht, ja gut, schraub es einfach auf 11 und gut ist. Also als ich da auf Reddit gelesen habe, hat man halt schon nicht gerade viel Zuversicht gegeben, dass ich das Spiel jetzt kaufen soll. Und momentan habe ich ja wieder sehr Bock auf so Aufbauspiele oder so. Das Ding haben wir schon lange mal anschauen. Medieval Dynasty und so. Mal gucken. Das Ding habe ich noch angespielt. Stranded Alien Dawn. Es geht so richtig Rimworld. So Aufbau-Survival. Das Aufbau-Survival-Game. Das hat auch noch Bock gemacht. Hey, die 4 schönen Säulen, die ich jetzt hier gemacht habe. Ist ja der Wahnsinn. Es muss nur manchmal Texturen noch laden, aber sonst läuft es bis jetzt flüssig und ohne Frame Drop. Ja, aber dann ist es ja doch auch wieder nicht optimiert, oder? Also man muss Texturen runterladen, oder? Sind wir aus diesen Zeiten nicht draussen? Also ich meine, damals beim Oblivion und so habe ich das noch verstanden. Riesiges Game, alles Open World, dass das ein bisschen länger geht auf dieser Generation damals, Xbox 360, glaube ich, und Co. Aber in der heutigen Zeit, also bitte, AAA. Und schon wieder Star Wars. Mögt ihr euch noch erinnern, Battlefront 1, damals der Eklat bei Electronic Arts mit den Lootboxen. Und jetzt gibt es schon wieder den Aufschrei, wenn man wieder ein quasi unfertiges Game
auf den Markt rührt. Wieder AAA. Wieder EA. Ja, machst du da keine Freunde so, oder? Aber die Leute stellen es halt gleich auch vor und wenn sie unbedingt gerade spielen zum Release, dann kommt halt der Kohle gleich rein. So ein kleines Game, das gerade in Early Access gegangen ist, dort weiss man ja, dass es noch nicht fertig ist, habe ich auch noch gekauft. Muss ich aber wahrscheinlich wieder refunden. Ich weiß gar nicht, wie es heisst. Es ist, glaube ich, erst letzte Woche rausgekommen, wo man Detektiv spielt und eigentlich wirklich so Fälle bekommt und dann selber muss die Fälle bearbeiten und den Hinweisen nachgehen und analysieren und quasi selber sich so ein Brett mit diesen roten Fäden zusammenstellen, oder? Dass man Zusammenhänge erkennt. In einer grossen Stadt, wo auch zufallsgeneriert sein kann. Und ja, es ist Voxel-Grafik, also so ein bisschen Minecraft-mäßig. Es hat mega cool getönt, aber das Problem ist einfach, wenn Voxel-Grafik so voll mit Schatten und Reflexionen und so arbeitet, dann mag das einfach mein PC, vermag das nicht mehr. Das ist wie Minecraft mit dem Sonic Shader. Da geht mein PC auch langsam ein bisschen Knie. Weil einfach für jeden Block, oder, müssen Reflexionen, allenfalls noch Animationen, die ganzen Schatten berechnet werden und das ist halt einfach too much. Ich bin ganz ehrlich, es ist EA, dass es keine Lootbox hat und dass man nicht noch mehr Geld muss ausgeben muss, um die ganze Story zu spielen, ist schon positiv. Ja, immerhin. Es wäre ja, also stell dir vor, wenn das so wäre, EA. Da hat es aber ein paar Leute gegeben, die randaliert hätten. Da hat das Internet mal wieder gebrannt. Was ist jetzt mit dem... Ah, das kommt ja so... Und noch so ein Zweier. Und der 4. Ich sehe das fast nicht, was ich da baue. So. Ja, die Diskussion mit eben soll man AAA noch unterstützen, ist halt schon schwierig. Einerseits haben sie früher mal bewiesen, dass sie wirklich super Games machen können. Aber andererseits wird halt einfach auch auf den Markt rausgepumpt, weil die ihren Umsatz bringen müssen. Wie geht jetzt das? Warte jetzt. So? Nein. Und das irgendwie... Ah, jetzt sieht es so aus. Wie es sollte. Am Anfang hat man doch auch noch mega granted gegen die ganzen Early Access Spiele. Was soll das? Geld wählen für unfertige Spiele, bla bla bla. Und jetzt mittlerweile findet man es cool, weil man auch ein bisschen bei der Entwicklung quasi dabei sein. Und halt schon recht früh auch Games zocken und eigentlich selber entscheiden, ob man schon einsteigen will oder nicht. Und es gibt halt für die ganzen Indie-Leute jetzt die Möglichkeit, entsprechend ein bisschen Geld, an Geld heranzukommen, Entwicklungsgelder und vielleicht sich inner, also nebst Kickstarter machen, so einen Traum zu verwirklichen. Oh, es gibt wieder ein Bildli. Kommt es drauf an, ja besser die Seite. So, einmal die die Ringschmiede, gibt es jetzt hier als Bild.
So kurz konzentrieren. Ah, schön. Perfekt. Schaut mal das an. Der Wahnsinn. Hast du halt das neue Assassin's Creed schon vorbestellt, wo es angekündigt worden ist? Aber auch nur, weil alle Assassin's Creed Teile schon gerne gespielt hast und die Sammlung willst komplett haben. Morgen wieder F23 vorbestellen nach dem Announcement-Stream. Ja. Gut, ich finde so Formel 1, eben wenn man dort immer dabei sein will, genauso wie FIFA und einfach die neuen Teams haben und ja, vielleicht gibt es mal noch neue Gameplay-Mechaniken. Verstehe ich schon, dass man sich darauf freut. Das sind ja meistens auch Leute, die wirklich fast nur das spielen. Dann bei dir ist das nicht der Fall, offenbar. Oder man ein Fan ist von Assassin's Creed. Aber krass, schon wieder ein neues Teil. Worum geht es denn jetzt im Neuen? Ich glaube, das letzte Mal war doch Valhalla, oder? Da der Wikinger-Teil. Hat eigentlich noch cool ausgesehen, habe ich mir fast noch überlegt. Aber mal wieder Zeitmangel. Kommt toujours. So, 2 von denen. Soll mir ja recht sein. Formel 1 22 ist ein bisschen tot, okay. Also du hast dann kompetitiv in dem Fall im Internet gespielt. Ich habe noch gesehen, der Florentin Will spielt das aktuell auch gerade ein bisschen. Sehr herzig, ist auch ein grosser Formel 1 Fan. Gemäss seinen eigenen Aussagen. Und ich finde es schon noch eindrücklich, oder? Mit, keine Ahnung, über 300 Sachen da über die Rennstrecke reinbrettern, macht schon noch Eindruck. Also das hebt ja nicht gerade sonderlich gut an. Und gerade ein bisschen drüber gestülpt. Naja, Assassin's Creed geht es um den Basim, wo wir ja in Valhalla kennengelernt haben. Also ich noch nicht, aber ist gut, kennst du schon. Also wieder Wikinger-Thema in dem Fall. Oder setzt Geschichte irgendwie einfach jetzt quasi in einer anderen Zeit, aber mit dem gleichen Charakter nochmal fort. Ich habe nur das erste Assassin's Creed damals gespielt und Odyssey ein bisschen, aber es gibt ja immer noch die Maschinen, oder, wo man kann in der Zeit umreisen und so. Ist der Basim dann von der Wikinger-Zeit oder von der echten Zeit quasi? Von der jetzigen Zeit. F1 ist einfach Liebe, aber man kann nur F2 und F3 empfehlen, da Junior einfach noch mehr Risiko eingehen und es dort wirklich auch um Talent geht. Da alle das gleiche Auto haben. Aha. Ja, dann hat es natürlich wenig Abwechslung. He? Aber letztens ist doch, ich habe es nur auf Freddy gesehen, weil es in einem Feed drin war, den ich auch abonniert habe. Da hat Verstappen und irgendein anderer haben genau auf ein Tausendstel die gleiche Zeit gehabt im einen Rennen, obwohl sie 2 verschiedene Karren haben, oder? Das ist ja krass. Also eigentlich sollte es auf eine Karre gar nicht ankommen, sondern eben auf einen Fahrer vor allem.
Wobei, ein bisschen kommt es ja gleich drauf an, weil eben, ich habe noch gelesen, die eine, also der eine Karre war vor allem für schnelle Kurven ausgelegt und der andere für schnelle Geraden. Ich habe jetzt da natürlich zu wenig Ahnung davon. Aber ist noch spannend. So, ist es jetzt tatsächlich so wie? Gibt es jetzt hier mal ein Dach über dem Kopf? Ein Dach über dem Kopf? Ich jetzt das gar nicht. So tut, als hätte ich etwas falsch gesagt. Kein Wikinger-Song vor den Wikingern. Es soll auch wieder mehr den Assassin's Creed-Weg gehen. Assassin's Creed für alle die, so wie ich, die jetzt da nicht so Ahnung haben, was Assassin's Creed-Weg ist. Was ist das denn? Also was muss man da darunter verstehen? Ist das in der speziellen Epoche dann, wo das eigentlich sollte behandeln? Ah, Black Flag habe ich auch mal noch gespielt. Das habe ich sogar gekauft, aber das hat mein PC damals nicht so vermögen, bis ich dann einmal die Grafikkarte geupgradet habe, aber dann habe ich es nicht mehr wirklich verfolgt. Oh, jetzt gibt es hier richtig schönes Wappen. Ist nicht das Wappen vom Elrond selber hier? Sheldon Cooper präsentiert Spaß mit Flaggen. Der könnte es sicher erklären. Ich meine, das geht ja sogar in den Nerd-Bereich hinein. Wie, wo, was, warum. Max und Leclerc sind gleiche Zeit gefahren, okay. Der Maxu. Bei Formel 1 kommt es eben aufs Auto an, da Teams unterschiedlich entwickeln. Aber man sieht dann schon, dass es auch talentiertere Fahrer dass der talentiertere Fahrer besser ist als der Teamkollege, der weniger Talent hat. Okay. Ja, irgendwo müsste ich auch noch einen gewissen Einfluss haben, oder? Also sonst könnte das jeder machen, wenn es nur aufs Auto drauf ankommt. Nicht wahr? So, ja, ich wollte jetzt auch mal Final Fantasy fahren. Formel 1 fahren. Heute habe ich Bock. Heute wollte ich mal mit 360 Sachen durch Monaco durch. Wo kann ich mich da einschreiben? Ich tue auch private Heime, tue ich immer Carrera-Bahn fahren. Ich weiss also, Geschwindigkeit und so ist voll mein Ding. So, der Arc. Hey, da brausen wir ja richtig durch heute. Hey. STLC, hallo. Hallo. Wie geht's? Wie steht's? Brennen die Lampen im Keller noch? Das normale Assassin's Creed wäre das mit dem Ezio. Ezio ist, glaube ich, im 2 dazugekommen, oder? Da Italien und Venedig und so, oder? Ursprünglich Weg mit dem Brüder. Aha, mehr versteckt sein, aus dem Schatten raus. Stimmt, ja, wenn ich die Trailer von Valhalla gesehen habe, ist mir ja recht offen immer am einfach rumprügeln, so Action-Adventure-mäßig, oder?
kann doch jeder, ob es dir gut kommt, ist eine andere Geschichte. Punkto Formel 1. Eben, gell. Also du gehst doch auch jeden Sonntag, oder? Bist auf der Strecke. So kenne ich dich doch, oder? Einfach mal so einmal in der Woche muss man doch mit 300 Sachen hier über das Zeug reinbrettern, oder? Das muss einfach. Das ist ein bisschen, dass ein bisschen Pumpe geht oder ein bisschen Adrenalin, mal wieder so in den Kreislauf durchspülen. Es ist eben schon wichtig. Es ist nicht so angenehm, Autositzen. Du siehst kaum raus, wenn du von 350 auf 50 runterbremst. Und der Nacken hat nicht so Freude. Ja, oh Jesus. Also ich habe den Nacken nur schon gespürt, damals auf der Euromir. Im Europapark, oder? Die eine Bahn, die sich so die ganze Zeit dreht und dann geht man da um die Spiegelwolkenkratzer da rum. Und wenn man unten wieder reinkommt, dann geht es ja noch geschwind so runter. Und dort hat es mir mal so richtig den Grind abgedrückt und das ist voll in den Nacken reingegangen. Und eben nachher 350 auf 50 Sachen geschwind abbremsen, so spät wie möglich dann am besten noch, oder? Glaube ich gut und gern, dass das einiges abverlangt im Körper. Du brauchst wahrscheinlich fast schon so einen Anti-G Anzug wie da diese Flüger. Brennen die Lampen in der Regel nur ganz kurz. Ja, aber es sind schöne Lampen, habe ich gelernt bei dir. Ausschließlich schöne Lampen. Auch im Keller. Very important. Wir wären eher danach auf den Ignorant Dubu. Wo gängt's Nacht um 12 Uhr mit ihrer V8 Lärmkiste muss das ganze Dorf wecken. Schiess. Oh, okay. Ja, das tut mir leid. Hat's wirklich so ein Jöckel, einfach noch geschwind. So, schau, jetzt ist wieder Mitternacht. Jetzt muss ich noch mal kurz ein bisschen Lärm machen draussen. Einfach kurz zeigen, hey, ich bin da, ich habe eine geile Karre, schaut mich an, schaut raus, tun noch ein schreien, das habe ich gerne, ein bisschen Aufmerksamkeit, bitte. Ich habe schliesslich auch viel gezahlt für meine Karre. Zahle immer noch. Ja, je nachdem, wo du wohnst. Vor allem so Baustellen, Tankstellen, oder? Sehr beliebt. So um Mitternacht herum. So BMW und Mercedes geschwind dort hinfetzen, ein bisschen Lärm machen, ein paar Red Bulls saufen. Noch ein bisschen um die Kerne herumstrielen, zwischendurch wieder ein bisschen gäseln. Yes! Es ist krasse Bremspunkte. Also krasse Bremsen. Bremspunkt ist schon 75 Meter vor der Kurve. 75 Meter ist tatsächlich nicht wenig. Das sind 3 Viertel reguläre Bremsweg oder Abstandsregeln oder 20 Meter aufs vordere Auto. Aber nicht bei 350 Sachen natürlich. Ja, und dann 300 Stundenkilometer geschwind runter und dann wahrscheinlich ja, schauen, oder? Die dürfen sich auch nicht gross überhitzen. Ich weiss noch, mein Vater hat damals so in Karre gehabt. Ich weiß gar nicht, was für einer das war, aber schon ein bisschen älter. Und da sind wir, glaube ich, von
von Flims oder so irgendwie runtergefahren ins Tal. I don't know. Und dort hat es so mega lange Fahrt gehabt, was recht abgegangen ist und der Motor auch noch nicht so hat, oder nicht mehr hat mögen bremsen. Dann immer auf Klötze dort. Und am Schluss haben die sicher glüht. Da hätte er geschwind raus müssen, sonst wären die Scheiben Bremsen noch festgewachsen. Und es hat ja leider kein V12, kein V10 und nicht mal ein V8. Die haben nur noch V6 Motoren. Mit schon wieder V12. Also ist das so ein umweltschonender Entscheid gewesen, dass man nur noch V6 hat? Oder was ist der Grund? Oder einfacher zum Warten? Günstiger in der Herstellung? I don't know. Du kannst schon schöne Autos haben, die gut tönen, aber ein bisschen nicht zum Realisieren, dass du auch eher Minderheit bist und die anderen nervst, wäre schon noch hübsch. Stimme zu. Stimme zu. Wäre zwischendurch schon noch schön. Ein bisschen Rücksicht nehmen auf die anderen Mitmenschen. Vielleicht um 12 Uhr nicht mehr gerade so. Man kann rumheulen. Aber ja, ich glaube, das kannst du diesen Leuten noch ziemlich lang erzählen. Muss man doch nicht erzählen. Es gibt aber halt auch Autos, die einfach laut sind und wenn sie anlässt, dann kannst du wirklich nichts dafür, aber man muss ihn dann natürlich nachher nicht so extra aufheulen lassen. Ja, vielleicht vor allem nicht am 12 Uhr. Kann man eigentlich so da die Klappen nachträglich einbauen, wo man eben auf Leisling ausschalten kann? Oder ist das ein mega teures Unterfangen oder ist das so etwas Exklusives? V6 wegen der Umwelt sind aber auch billiger und als nächstes kommt ja noch Fuel. Kommt ja noch ein Fuel da. Wenn man weiterhin Verbrennungsmotor will haben, aber ohne die Umwelt. Schade. Also ein neues Fuel, Mensch. Also Benzin, wo nicht der Umwelt schadet, oder wie? Ah, E-Fuel. Ah, so, jetzt. Okay. E-Fuel. What? Elektrobenzin? Was soll das sein? Also Elektro oder Benzin? Habe ich noch nie gehört. Nur letztens auf TikTok wieder so geile Karren gesehen mit Hyperion hat er geheißen. Hat ja übelst krass ausgesehen. Ich glaube wieder Wasserstoff oder so. Jetzt sind wir wieder bei Auto, hä? Ah, immer das gleiche Thema. Ich fühle es ein Witz. E-Fuel wird Zukunft sein in Formel 1. Okay. LMP-Autos werden in Zukunft so tanken und alles, was im Rennsport ist, wird früher oder später auch in unsere Autos kommen. Ja, also so viel Geld, wie dort für Forschung gebuttert wird, hoffe ich ja schon, dass wir einiges mal noch davon profitieren. Ich meine, wie wären wir sonst zu der Teflonpfanne gekommen? Hätte das nicht die NASA entwickelt gehabt? Heute haben wir es immer überall im Haushalt.
Ah, danke. Da wird wieder Wissen mir ans Gesicht angeklopft. E-Fuels, kurz für das englische Wort Electrofuels, synthetische Kraftstoffe. Ah, cool, synthetisch. Verbrennungsmotoren können damit laufen. Werden mit Strom aus Wasser und CO2 hergestellt. Lustig. Und bei der Verbrennung geben sie dann auch wieder CO2 ab, oder? Okay, diesen Prozess nennt man Power to X. Als Strom kann dabei wahlweise E-Benzin, E-Diesel oder E-Kerosin entstehen. Wird Ökostrom genutzt und das benötigte CO2 aus der Atmosphäre gewonnen, sind E-Fuels theoretisch klimaneutral einsetzbar. Also geht es einfach wieder raus. Aber das, was was du brauchst zum Herstellen, das gehst ja wieder raus. Also du kannst nicht weniger machen quasi. Da müssen wir es auch irgendwie umwandeln. Vielleicht sind wir mit dem Verbrennungsmotor eigentlich so weit, dass er quasi Sauerstoff rauspupst. Das wäre natürlich noch geil. CO2 in der E-Fuel für dort, wo es nicht anders geht, gut, aber nicht so für die Masse. Warum denn nicht? So auf den ersten Augenblick klingt das nicht schlecht. Aber dann braucht man auch wieder Strom. Dann braucht man Strom für die Elektroautos, Strom für E-Fuel herstellen. Strom. Ah, da braucht es gar kein da oben. E-Fuel braucht einfach 8-mal so viel Strom, wie wenn direkt elektrisch fährst. Ah, okay. Dann tönt ja das eigentlich doch nicht so gut. Wieso sagt man dann nicht, wir machen gerade Formula E da, Elektro Formel 1 und fokussiert sich nur noch auf das? Die Akkus der Elektroautos sind genauso schlecht für die Erde. Habe ich auch schon mal gehört, ja. Die Frage ist halt, wo rentiert es sich? Oder wie lange muss ein E-Auto behalten und das Gleiche fahren, bis quasi sich das wieder das Klima neutralisiert hat, sage ich jetzt einmal. Das ist wahrscheinlich ein Problem, oder? Weil das die Leute sich nicht so bewusst sind, wie viel Zeit das braucht. Hä? Das ist ja ein riesiger Absatz hier, das kann ja nicht sein. Warte mal, da unten. Yes. Da fehlt noch so eins. Ja, jetzt kannst du mal einfach stehen bleiben hier, bitte. Das haben wir vom Sheldon gelernt, oder? Wenn die Stufe nur schon um 3 mm abweicht von der vorangehenden Stufe, dann stolpern die meisten Leute. Es gibt Studien, die Sachen behaupten, wie eben Akkus sind schlecht für den, dass sie veraltet. Okay. Verbrennungszeitalter ist einfach durch. Das haben sogar die Hersteller gemerkt, ja. Also ich sehe auch mittlerweile lustigerweise immer mehr da die Elektro-Mustang Mini-SUVs. Finde ich eigentlich nicht schön, aber ja, also sogar Mustang oder mit ihren Elektroauto und sie haben ja gesagt, Challenger wird der nächste Elektro sein und alles.
Weiß noch nicht, wie gut ich das finde. Aber ja, irgendwann musst du halt anfangen mit dem. Irgendwann kommt der grosse Umbruch. Wow, da gibt es sogar noch das Geländer. Wow! Mega! Aber von seltenen Erden ist sehr schlecht für unseren Planeten und die seltene Erde werden die auch nicht bei uns gewonnen, sondern in Afrika. Wird wieder ein. Oder wieder die Armen ausbeutet. Schön immer auf die dritte Welt. Lithium ist keine seltene Erde. Sind wieder Profis hier. Elektronik vom Verbrenner hat auch Sachen drin. Ich finde das voll interessant hier. Was dir da alles zu erzählen hat. Ich denke, ich will mich da ausgiebig erst beschäftigen, wenn ich mir dann wirklich ein neues Auto mal anschaffen. Vielleicht hat es bis dann auch wieder sich erledigt. Was hatte ich schon vor x Jahren? Habe ich damals schon kein Automotorsport oder so, hat irgendwie da der BMW gezeigt, wo mit Wasserstoff fährt. Was ist denn jetzt mit Wasserstoff? Ist diese Sache auch gegessen? Ist das nichts? Braucht das jetzt viel Energie bei der Gewinnung? Oder was ist denn das Problem? Natrium-Ionen ist der neue Scheiß. Gott, immer wieder etwas Neues. Ey. Verrückt, was das alles für Fortschritte macht, die letzte. He? Ist verrückte Sache. Der grösste Abbau von Lithium ist im Bergbau in Australien. Scheisse gleich, wo es abgebaut wird. Am Ende des Tages macht es den Planet kaputt. Wasserstoff ist zwischen E-Auto und E-Fuel untergegangen. Wahrscheinlich haben sie einfach gedacht, das lässt sich schlecht verkaufen, weil die Leute Angst haben, es explodiert unter ihrem Marsch. Aber rein theoretisch könnten das ja die Akkus auch. Überall, wo es Energie drin hat, kann ja eigentlich etwas passieren, oder? Schon wieder fertig. Ja, was ist jetzt da mit dem Geländer? Gibt's nur eins. Oh, jetzt muss ich dann tatsächlich. Ich muss noch neue Sachen holen, Leute. Ich bin so schnell.
Ah. Woo. Wasserstoff braucht dreimal so viel Energie wie direkt elektrisch. Aha. Ja gut, dann verstehe ich das nicht, warum man das nicht weiterverfolgt hat. Ja, da sind wir doch wieder einfach beim Perpetuum mobile. Oder mit dem Rüblisaft-Auto von was ist das? Ich glaube, der Rapperswiler Fachhochschule. Oder? Rüblisaft, die Kraft. Mit dem Explodieren ist wirklich nur ein Hauptgrund. Ich mag einfach da die gedämpften Farben. Das ist einfach schön mit dem zu arbeiten. Standing 9, hey, herzlich willkommen. Haben wir noch jemanden, der sich zu der Diskussion gesellt? Sehr schön. Heute ist das Internet wieder am Brennen. Finde ich toll. Ich muss mir langsam überlegen, welche Themen dass ich hier anschneide. Aber ist ja cool. Warte mal. Tank ist so schwer. Okay. Voll Wasserstoff. Darum hat sich ja jeder im Motorsport gegen Wasserstoff entschieden. Dann ist das wirklich auch noch wegweisend, was die sagen und entscheiden. So wie du das dort angetönt hast, mit der Technik, die sich soll durchsetzen soll, dann auch im Privaten. Es hat keine Effizienz, deshalb Okay. Zum Geissen, weil Leute kein PV machen. PV? Was ist das? Wenn es nicht optimal ist, aber sonst die Energie einfach ausblasen, als würde sie an den Bäumen wachsen. So, jetzt sind der Chat 2.0, ja. wir können jetzt eigentlich quasi nur noch die neue Episode wir nur noch so nennen, oder? Serial zündet der Chat an 1.0, 2.0. Why not? Also hey, es gibt sicher Klicks, oder? Da könnt ihr noch so Tutorials machen. Welche Themen sind so heikel, dass man sie unbedingt ansprechen soll. Ich ruckle. Also ich ruckle doch nicht. Wo ruckle ich? Ist eigentlich alles stable bei mir? Also du hast jetzt etwas anderes damit antönen. Aber ihr ruckelt eigentlich nicht. Gemäß. Ich ruckle mit 120 FPS. Yes! Weil eure Augen das gar nicht verarbeiten können. Ich bin so schnell heute mit meinen Klemmbausteinen unterwegs, dass ihr das Gefühl habt, es ruckelt. Das ist der wahre Grund. So, unnützes Wissen des Tages, das passt gerade. Warum die Tauben immer so machen? Weil sie müssen kurz stehen bleiben, weil ihr Hirn sonst die Bilder nicht verarbeiten kann. Und dann würde alles verschwommen sein, wenn sie die ganze Zeit laufen würden. Bitteschön. Sehr gern. Sehr gern. Habt ihr aber wahrscheinlich auch schon gewusst, oder? Seid doch ehrlich, alles so kluge Leute heute im Chat. Kann ich mit meinem Banausenwissen gerade wieder abfahren? Ich bin ehrlich gesagt froh, dass man den Verbrenner retten will. Ein Verbrenner tönt halt schon sehr geil. Ja, das sind wir einfach wieder beim Style, oder? Das ist schon ein bisschen so, ja.
Also ich weiß auch nicht, wie eben so ein Dodge Challenger nachher rein elektrisch, wie cool dass der dann noch ist. Er sieht zwar immer noch toll aus, aber der fette Sound fehlt dort. Der fehlt halt, oder? Hm. So, da mache ich Schieben. Schiebung! Hä? Aha. Das soll ich schon sagen. Warte, jetzt. Heute bin ich ein bisschen im Fokusmodus, Leute. Ich hoffe, ihr entschuldigt das. Aber ich wollte irgendwann mal noch mit dem Kevin Bruchtal fertig werden. Das gehe ich wirklich bei euch. Braucht ihr mal die Hälfte an verschiedenen Materialien, um einen kompletten Motor zu machen? Hä? Was? Ich bin ein bisschen gegen Magnetfelder. Gut. Was meinst du mit der Hälfte an verschiedenen Materialien, um einen Motor machen? Das ist mir jetzt echt zu hoch. Leute, die müssen ein bisschen einfach mit mir reden. Also wenn ihr bei ChatGPT das Ganze rauslöhnt, dann einfach formuliere es neu für einen 10-Jährigen, bitte. Ich muss mich hier auch noch konzentrieren, oder? Dann müsst ihr einfach ein bisschen Rücksicht nehmen. Du musst mir etwas schicken. Geiler Motorensound. Ist aber nicht ein Werbevideo vom Dodge Challenger Team, oder? Das kenne ich schon. Das habe ich sicher schon 200 Mal geschaut. Nein. Ja, schick dich rüber. Also kannst du es nicht hier in den Chat, aber kannst du es DM oder kannst du es im Discord natürlich. Discord reinhauen. Das ist wieder eine bunte Angelegenheit da. Gewisse Leute im Internet würden jetzt da wieder anfangen zu fluchen. Ja, da ist ja keine Kohärenz da mit der Farbe. Ein bisschen mit ihrem Gehstock rumfuchtelt. Wenn ich mal einen Gehstock habe, wenn ich alt bin, dann wollte ich den vom Dr. House haben. Einfach so schön mit so richtig geilen Flammen unten dran. Richtig fetzig. Dass die Jungen gerade wissen, der hat sein Leben im Griff. Mit dem musst du dich nicht anlegen. Mit so viele kleine Teile gescheit rauslesen. Der Imp Cadillac. Den Ton ein bisschen leislicher machen.
Okay. Ein Cadillac. Witzig. Gönn ich mir dann. Gönn ich mir die Heime. Schön die Anlage ein bisschen aufschrauben. Wir haben ja das Glück, wir haben unten dran bei uns in der Wohnung haben wir nur sehr alte Leute. Und die hören nicht mehr so gut. Das heisst, wir können wirklich ein bisschen lauter sein mit unserer Anlage. Und das stört sie nicht. Ist natürlich geil. Ich weiss nicht, ob wir das Glück in der neuen Wohnung noch haben. Hoffe es. Knallt es mir durchweg. Oh, das erinnert mich gerade an. Was ist das gewesen? Need for Speed, Most Wanted, glaube ich. Der eine Karre dort. Was war das für eine gewesen? Das war echt ein Maserati gewesen, ich weiß es gar nicht mehr. Oder ein Lambo oder so. Und wenn ich in die Wäschanlage hineingefahren bin, dann hat es da den Hall gegeben und es war lauter gewesen, der Sound. Und dann habe ich wirklich mal die Anlage so schön aufgedreht und bin dort drinnen ein bisschen Gas gegeben. Und leckt mir, also es hat wirklich fast Lautsprecher verhauen gehabt. Hey. Das war schön gewesen. Ich habe es dann noch ein paar Mal gemacht. Rolls-Royce Merlin V12 würdest du gerne als Wecker haben. Du, jeder seine Wünsche, oder? Also, die Leute, ja, mit speziellen Vorlieben. Ich finde es schön, dass du jemand davon bist und die mit uns teilst. Als Wecker. Einfach am Morgen früh. Merlin. Aber so kannst du ja das Auto auch nur nennen, wenn es eben in der UK hergestellt wird, oder? Also sonst tönt doch das irgendwie nach zu viel Fantasy. Wenn es so eine krasse Karre soll sein. Ja, es fehlt wieder etwas. Da. Scheint etwas runtergefallen, wo niemand irgendetwas gemacht hat. Er hat das DM geschickt. Gut, ja, ist angekommen. Nein, ist nicht zensiert. Ich kann es dann schauen. Guck es mir an, wa? Warte, das kommt auf. Bist du bald fertig? Ja, also heute habe ich jetzt mal wirklich so einen schönen Fokustag. Ich finde es ja toll, dass sie trotzdem immer noch da sind. Auch wenn ich mal ungewohnterweise ein bisschen weniger schnurre wie sonst. Aber das hilft richtig, da mal einfach ein bisschen fokussieren, dann kommt man auch ein bisschen vorwärts. Weil ja, sonst müsst ihr mit mir noch lange das Zeug anschauen. Und wie gesagt, es wartet schon wieder neue Projekte. Wir haben einfach keine Zeit. Ich müsste eigentlich 10 Sätze am Tag fertig bauen. Auf das nächste freue ich mich also auch sehr. Sogar mit inkludierter Beleuchtung. Oh! Das könnte man doch noch optimieren, indem man die da anders setzt. Dann kann man das nämlich ein bisschen besser ausrichten. So.
Clou, guten Morgen. Hey, gut aufgestanden, das Kaffee schon getrunken. Schon lang wach. Geht's besser? Hoffe es. Und sonst frage ich nicht mehr. Dann frage ich einfach nicht mehr. Lass dich in Ruhe. Du kannst auch noch etwas zu der mittlerweile ein bisschen wie sagen wir das? Abgekühlten Diskussion beitragen. Autos, Verbrennermotoren, E-Fuel, erneuerbare Energien und Umweltverschmutzung und der Schaden an der Erde, den wir verursachen. Also ist natürlich nicht zum Lachen, aber zum Lachen ist, dass es schon wieder so weit ist oder war. Der Chat brennt hat. Chat hat brennt. Büdio, der Zeusli kommt. Ah, ich wollte mal wieder Kasperli hören. Ich bin ein bisschen fehlerfrei unterwegs. Wow, das muss ich ja gerade. Warte, das muss ja gerade geklippt werden hier. Also nicht geklippt, aber irgendwie gesnippt oder so, gescreenshottet. Der Lorbeer hat gesagt, ich bin fehlerfrei unterwegs. Das habe ich jetzt also für die Nachwelt habe ich das aufbewahrt. Falls irgendwann wieder kommst, ich werde das ewig vor die Nase halten. Ewigs! Mach Fehler, los! Was ist denn das für ein gruseliges Emoji? Ah, der Blöpede. Da Marvel-Dingsbums, oder? Ah. Ich wollte schon so lange mal die ganze Avenger-Serie, also nicht Serie, Filmserie schauen. Habe ich auch nie geschafft. Wirklich noch nie gesehen von dem Ganzen. Kein Endgame, kein No-Game, kein First Game. Nichts von all dem. Stop Gaming. Endgame ist ja schon wieder ewig her. Ich mag mich noch gut damals erinnern, alle aus dem Kino kommen. Oh mein Gott, das ist der beste Film ever. Schon seit 7:30 auf dabei. City, dann noch Privatpsychli. Okay, im KH, okay. Einkaufen, jetzt ein bisschen die Heime, ein bisschen erholen. Okay, dann wünsche ich dir wunderbare Erholung, Clou. Wunderschön, dass dem Fall dich ein bisschen mit mir und uns erholst. Das ist wunderschön. Heute ist es sehr chillig. Heute ist ein richtiger Chill-Stream. Ist wieder extrem bunt. Ich hoffe, das hilft uns näher, wenn es wahrscheinlich wieder kompliziert wird. Was haben wir jetzt? Halbe? Ja, da muss ich ja nochmal ein Säckchen holen. Da muss ich ja auch nochmal eins holen. Das ist ja der Wahnsinn. Da komme ich. Ja, ich weiß nicht, ob wir noch in die Hälfte kommen, aber in einer halben Stunde vielleicht. In die Hälfte vom dritten Anleitungsbüchlein. Kasperli ist ein grossartiger Japaner. Gut. Schön. Schön sind wir dort angekommen. Der Kasperli. Aber Li ist doch gar kein japanischer Nachname. Das stimmt doch gar nicht. Du erzählst doch da irgendeinen Brunz. Was willst du mir jetzt da wieder komische Sachen erzählen? Jetzt gibt's Klägedi.
Yeah! Geil! Ich komme mal da ein bisschen da rauf. Da. So. So. Da sind sie. Die sind auch neu. Stabilere Scharnier, die sich auch ein bisschen besser auf und zu machen lassen. Also für mich neu, natürlich gibt es sie schon länger. Homelander von The Boys. Chirül-Stream. Homelander. Wow. Das ist ja schon ewig her. Ich glaube, der Film kommt, wenn überhaupt, kommt er nur noch auf Kabel 1. Weil die anderen alten Schinken laufen. Also nicht gegen alte Schinken, ich liebe alte Schinken. Alte Schinken sind das Beste. Vor allem Terence Hill und Bud Spencer. Das Beste, was je hat, gibt's. Wow, da gibt's ja Ultra Special hier. Was gibt das hier? Das sieht schon fast irgendwie so nach chinesischem Tempel aus da. Hm. Was haben die früher gelost zum Einschlafen? Als kleiner Golf hat man doch immer etwas gelost. Also bei mir war das in der Regel Pumuckl gsi. Oder was ich auch gerne gelost habe, ist Globi und der Kasperli, wo sich beide getroffen haben. Und das ist, ich glaube, ist so wirklich Märchenwelt gsi, so Fantasy-mäßig irgendwie noch einen grossen Schinken oder so klauen, irgendwo bei einem Reis oder so. Irgendetwas in die Richtung ist mir noch im Kopf. Aber ja, meistens wirklich der Pumuckl. Also schlimm, meine Eltern sind aber fast wahnsinnig geworden, jedes Mal, wenn sie bei mir reingekommen sind, weil das ist ja so sehr etwas Nervöses, das Ganze. Ja, hat sie auch in der Regel recht nervös gemacht. Jetzt ist das alles übrig da. Ja. Traue ich dem aber noch nicht so. Da zum Beispiel. Und Gel und Gold. Und vor allem das Graue hier, das lange Graue da, das kommt doch da noch so. Sonst sieht es aber gut aus. Ja, jetzt muss ich euch nochmal schön alleine lassen, dann nächste Sache warten. Servus, Grüezi und Hallo, Lilus Klee und Lilus Klee. Herzlich willkommen bei uns. Schön hast du dich hier gefunden. Ich hoffe, du bist nicht erst gerade aufgestanden, sondern auch schon fleissig am Schäferle. Oder halt am Frei oder keine Ahnung, in Malediven am Strand oder so. Würde ich mich natürlich auch geehrt fühlen, wenn dann trotzdem noch hier einschaltest. Noch nicht so verwöhnt bin ich noch nie gewesen. Was nicht? 5 Freunde, schau jetzt. TKK, 5 Freunde, ja stimmt, habe ich auch noch irgendwie so 2 oder so Geschichten gehabt. TKKG, 3 Fragezeichen. Ich weiß nicht, das habe ich einfach nie gehabt, aber ich hätte das garantiert auch gelost. Also, eben so Rätsel, Krimi und so, ist schon spannend. Ja, endlich der Gandalf! Ja! Ein Zauberer kommt nie zu spät. Er trifft genau dann ein, wenn er es beabsichtigt. Mit Bertu. Mit einem epischen Bertu. Und entweder hässig. Oh, ihn gibt es nur hässig. Er hat nur einen Gesichtsausdruck.
Ja, aber fix mit dem Hut, oder? Also etwas anderes, da lasse ich jetzt auch nicht diskutieren, ehrlich gesagt. Aber es fehlt eindeutig hier der Kristall oben drauf. Also, Lego, da müssen wir jetzt schon nochmal miteinander über Bücher. Zum Beispiel, hier ist ein Kristall. Das hätte auch schon geholfen. Aber der hat es jetzt leider nicht. Aber vielleicht müssen wir ihn noch anmachen auf der nächsten Seite, wer weiß. Nein, leider nicht. Wir können dann nur Haar machen, aber. Nee. So, du schaust jetzt da ein bisschen, dass hier richtig gebaut wird. Jetzt wird wieder gedreht. Wow! Merci vielmals für ein Follow, Leilis Klee. Hey, merci, das ist aber nett von dir. Dass du jetzt hier uns noch mit einem Follow beglückst. An dem schönen Dienstag Nachmittag sollen wir studieren. Ist jetzt schon, warte, ist jetzt schon Donnerstag? Ist schon Freitag? Ist schon Wochenende? Schaffe ich jetzt am Wochenende? Gut. Lilu oder Klee? Nee, seit dem 5 Uhr auf Kinder in die Schule schicken. Oh mein Gott. Du hast ja meinen Respekt. Das ist ja ganz schlimm. Also nicht Kinder natürlich. Aber 5 Uhr und dann alles parat machen. Ja, das ist, glaube ich, schon ein bitteres Los, wo man sich zuerst mal daran gewöhnen muss. Nehme ich an. Ich habe ja selber kein Kind. Vielleicht irgendwann einmal, wer weiß. Aber ich glaube, der mangelnde Schlaf oder so, von dem fürchte ich mich echt. Weil ich habe einen guten Kollegen und der hat auch vor 1,5 Jahren damals seinen Sohn bekommen. Und gleichzeitig noch Erwachsenenbildung, also Schule gegeben und eine verantwortungsvolle Position innerhalb von einer Klinik und was weiß ich alles. Oder eine Klinik. Die dort arbeiten, wissen, wie hart es ist. Oder kann sein. Und er hat gesagt, er ist einfach nur noch fertig. Er mag einfach nicht mehr. Da hat mir echt leid da. Aber ja, ich bin mir sicher, du stehst gerne um 5 Uhr. 5 Uhr ist jetzt auch noch keine so schlimme Unzeit. Für Kiddies machen wir doch alles. So schön sagt. TKKG und 3 Fragezeichen. Au, okay. Kommen jedes Jahr so 6 neue Folgen. Immer noch. Oh, okay. So 2, 3 Sonderfolgen. Aber sind es immer noch die gleichen Sprecher nicht, oder? Und irgendwann halt die Synchronsprecher wechseln, dann finde ich das so richtig krasser Bruch auch mit meiner Wahrnehmung von dieser Serie oder was auch immer Geschichte und so. Vor allem, wenn es mitten in einer Serie ist, wie hat es nicht bei Game of Thrones, hat doch eine andere Stimme gehabt oder so plötzlich. Immer noch die 3 vom Anfang. Yeah, okay. Ja gut, die werden mittlerweile auch richtig den Kohle machen. He? Also die werden sicher viel mehr verdienen jetzt als am Anfang. 7.15 früh. 7.15, weil sie schon in der Schule sind, oder was? Dann zurmelt mir noch gerade etwas August am Bein. Ah, herzig. Ja, und dann muss er den euch Kind in dem Fall. He? Den hast du nicht quasi auch versorgt. Dann kurz die Heime aufräumen und dann kommen die Kinder am Abend wieder beziehungsweise abholen und dann wieder von vorne. Schön. Wir haben auch gerade eine Kita bei uns im gleichen Haus. Hätten wir Kind, hätten wir sogar noch, glaube ich, 10% immerhin oder so. Es ist schon krass, wie das boomt. Also die guten Kitas vor allem. Wie viele Leute halt ihre Kinder dort abgeben? Weil sie halt auch noch ein Leben haben, oder? Ich glaube, das hat auch ein bisschen sehr mit dem eigenen Erziehungsstil zu tun und wie man es mit dem Kind sich sonst so beschäftigt, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist.
Aber da ich kein Kind habe, wage ich da auch nicht in das Urteil anzustreben oder so. Nicht so gerne früh aufstehen, aber was sein muss, muss sein. Ja, die Wahl hast du ja nicht mehr, ja. Fahrt die Schule an, je. Kennst du den Shop? Hast du nicht gewusst, dass wir auf Twitch sind? Ah, okay. Ja, wir sind seit 17. Januar 2022 sind wir auf Twitch unterwegs. Ursprünglich hat das eigentlich angefangen im Gaming-Bereich. Also immer am Montag haben wir Podcast-Aufnahmen. Also wir, das ist ein bisschen übertrieben. Ich bin nur zwischendrin dabei, wenn der Nico nicht kann. Sonst macht das Steffi und der Nico. Und dann am Dienstag ist immer Klemmbausteine mit mir. Und dann haben wir noch manchmal am Mittwoch mit dem Troy entweder Gaming oder Tech Talk. Und am Freitag ist jede zweite Woche Gaming mit der Steffi. Ja, darum läuft etwa die mal ein bisschen etwas bei uns, ja. Ist ja cool, dass man dann so ein bisschen Kontakt hat gegen aussen, so ein bisschen direkten. Wie hast denn du jetzt uns gefunden, wenn du gar nicht gewusst hast, dass wir auf Twitch sind? Ich glaube, das ist. Ich studiere immer noch an diesem Märchen. Ich glaube, das war in der letzten Bachelor-Folge. Nicht Folge, Staffel. Nein, ich schaue es nicht, aber ich komme zwischendurch etwas mit, weil meine Frau das sehr gerne verfolgt. Und ich habe dort dann aber mitbekommen, dass der eine eben sehr gerne Märchen, oder ich sage der jetzt, sehr gerne Märchen los zum Einschlafen. Immer noch. Hey, einerseits finde ich es cool, hat man Cojones, das noch zu sagen. Und andererseits finde ich es auch sympathisch, oder? Also wieso soll man eigentlich aufhören mit so Kindermärchen hören, wenn man da sich wieder ein bisschen so ein bisschen jung, kindlich und unschuldig kann fühlen? Oh, jetzt werden wieder Teile versteckt hier irgendwo. Hinter der Wand. Aber ich glaube, da die grosse Halle, die wird richtig, richtig schön. Was haben wir Viertel vor? Ja, dann würde ich sagen, machen wir das hier noch fertig, hä, Leute? Weil das nächste ist dann ein grösseres wieder, ein grösserer Beutel, sonst dauert es wieder viel zu lang. Und dann komme ich wieder Probleme über mit der Caro, die mich wieder zusammenschießt. Nein. Schon nicht. Ah, vielleicht. Falls ich nächste Woche nicht mehr da bin, dann hat es doch Probleme gegeben. Was machst du schon wieder schlapp? Hallo, ich bin jetzt dann 2 Stunden dran hier. Ein bisschen Respekt vor der älteren Generation hier. Wir können nicht mehr so lange. Wenn ihr mich sonst noch dumm schwafeln seht, dann könnt ihr noch Final Fantasy Let's Play schauen von mir. Kommt heute Abend wieder eine neue Folge. Also Final Fantasy 9, also auch schon etwas älteres. Hashtag Eigenwerbung.
bist schon länger auf Twitch und gerade niemand von meinen Freunden live war, hast du gedacht, schau mal hier rein. Ah, cool. Ja, merci vielmals. Dann hatte ich ja Glück gehabt, dass in dem Fall niemand online war. Also in dem Fall bist du öfters mal auf Twitch unterwegs. Bist du selber dann auch Streamerin oder Streamer? Und wenn ja, was für Content? Bin ich immer sehr gespannt, wieder neue Leute in diesem Metier kennenzulernen. Ein frisches Monster. Achtung, dürfen wir dann nicht sagen, wirst direkt rechtlich verfolgt. Also das ist Trademark da. Copyrighted und alles. Hat jetzt nicht letzte Monster. Was haben sie jetzt verklagt gehabt? Echt Pokémon? I don't know. Irgendetwas Grosses wieder, damit sie wieder ein bisschen Publicity bekommen. Wieder weil irgendjemand Monster im Namen gehabt hat oder das erwähnt hat. Hashtag Jetpack Kobold. Ja, genau der. Ja, merci. Genau der. Also ich bin ja nicht mehr auf Twitch, nur dass ich das noch gesagt habe. Aktuell nur auf YouTube anzufinden. Ich bin einfach nicht mehr happy mit dem Content, den ich da auflade. Darum konzentriere ich mich jetzt vorweg zuerst mal noch auf YouTube. YouTube. So eine schöne Stege. Ich wäre gescheiter Maurer geworden. Was? Dort ist es um die geklaute Schrift gegangen vom Red Bull-Trinker. What? Nein, das kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Hat es nochmal einen Fall gegeben, oder was? Also, ich habe nur auf Reddit noch gelesen, Reddit, dass die das etwa die machen, eben aus so Publicity-Zwecken. Einfach mal wieder irgendjemanden verklagen, der das Wort Monster braucht. Fällt nur noch, dass sie irgendwie Dings verklagen. Dungeons and Dragons oder so. Weil es dort ein Monster hat. Die Monsterschrift missbraucht und immer Red Bull so. Ist natürlich auch frech. Ah ja, das ist bewusst herausgefordert, oder? Ja, aber also mit dem Monster, das kannst du dir jetzt auch nicht irgendwie copyrighten lassen, sorry. Das ist einfach ein ganz normales deutsches Wort. Da kann ich auch kommen und sagen... Keine Ahnung. Luft. Feuer. Oder Hallo. Jedes Mal, wenn jemand Hallo sagt, dann... Oder Grüezi. Komme ich in 10 Stutz über. Wäre natürlich cool. Also mein Bankkonto würde sich natürlich sehr freuen. Es hätte einen riesen Plausch, wenn da endlich mal so etwas drauf wäre. Dann würde ich sagen, danke vielmals, schön, dass du mich auch benutzt. Ich habe schon gedacht, du weißt gar nicht mehr, wie du dich ins E-Banking einloggst. Luft, das Wort zum Dienstag vom Cyril. Das wäre ein armes Wort. Das
Wort zum Dienstag wärst du einfach Luft. Ohne Inhalt. Genauso schnell verpufft. Aber ich glaube, jetzt machen wir da die Steckchen, weil wir ja irgendwann mal alles zusammensetzen müssen. Oder irgendwann muss das ja alles fertig sein da. Ja? Ah! Mal 1, 2. Jetzt müssen wir da die eine Säule da noch festklemmen. Ist schon genial, wie das alles abgemessen ist da. Hashtag Fanboy. Der Nico war letztes Mal wieder da im Studio unten und es hat ihn fast hinten rausgestohlen, weil er schon so lange nicht mehr da war, dass er gar nicht checkt, was ich da schon alles mit euch gebaut habe. Aber ist ja schon auch verrückt, oder? Ist ja so eine verrückte Sache. Da ist doch ein Schritt verloren gegangen. Hallo? Ah, umdrehen. Aha. Ah, da kommt der schöne Kristall drauf. Wow. Für den Sextant hier. Sehr sexy. Aber der zeigt ja da irgendwie nirgendwo raus. Oh oh. Schon wieder der nächste Sack. Was haben wir? 53. Aber ich habe hier noch so viele Sachen. Machen Sachen. Hallo? Irgendetwas habe ich sicher wieder verpasst. Moment. Habe ich jetzt am Ende tatsächlich noch den ersten Fehler gemacht? Warte, jetzt hat doch angefangen mit dem Gandalf. Genau. Mit dem Gandu. Da oben haben wir alles platziert. Und dann das Geländer drüber, ja. Und die Säule, ja. Ah, warte mal, da hast du doch noch etwas. Bei der zweiten Säule muss ich doch sicher auch noch das Gestänge da drauf stecken. Oder? Ja, hier ist es noch. Ja, ist das jetzt auch ein Fehler, wenn ich noch entdeckt habe? Nicht, oder? Kann ich nichts auseinanderbauen. Kann sie noch checken. Die könnten schon überzählig sein. Das liegt jetzt hier im Rahmen. Würde ich sagen. Ja. Ich bestimme das. Es liegt im Rahmen. Fehler. Nein, es ist kein Fehler. Ich habe ihn noch gesehen, dann ist es keiner, oder? Also da müsst ihr mir jetzt schon zustimmen, bitte. Die sind so fehlergeil. Einfach alle fehlergeil. So, hier. Habt ihr überhaupt gesehen, was wir da die ganze Zeit gebaut haben? Auch nicht, oder? So sieht das aktuell aus. Das ist schon schön gemacht. Oder? Es gibt auch ein bisschen Tiefe da mit den Säulen, die noch die Ecken abhängen und so. Und die sind natürlich auch schön hier, die Verzierungen. Und oben die Balustrade. Was ist eigentlich mit dem da? Ah, der hat das Rüebli vor dem Gesicht. Ich dachte, wieso sieht das so komisch aus hier? In der Kamera rein. So witzig. Ja, gut. Was haben wir denn? Was haben wir das nächste Mal? Was machen wir das nächste Mal? Mal schauen. Wenn wir mal ein bisschen führen.
Also wir sind ja knapp in der Hälfte. Also ich gehe davon aus, dass wir noch 2-3 Sessions auch brauchen. Ja, nachher haben wir die ganzen Arcs. Das ist sicher das nächste Mal. Also den Saal werden wir auch fertig machen. Ui, ich könnte da wieder ein bisschen Dach und Verzierung und das Türmli. Türmli sind immer gern gesehen. Und dann nochmal Boden. Gut. Noch mehr Boden. Ah, und das Dach. Ah, das Dach wird auch cool. Ach, ich freue mich. Ah, aber der kommt erst am Schluss. Ja. Immer zäukeln. Da haben wir Aragorn, Gimli, Boromir. Und dann sind wir dann auch irgendwann mal fertig. Auf Seite 331. Ah, da gibt es sogar noch. Das ist ja cool. Das sind noch die alternativen Baumethoden hier für die einzelnen Figuren, dass sie auch könnten sitzen. Das finde ich mal richtig schlau und vorausüberlegt, oder? Weil sie sind ja hier im Rad. Vielleicht kommen wir da kurz ein bisschen zurück. Wo ist der Rad? Da hier. Hier willst du sie ja anplatzieren und ansetzen, oder? Aber mit der stehenden Figur sieht das nicht so sexy aus. Und hier kann man das dann mit denen machen. Finde ich cool gelöst. Ah, und ein Bild, wo seine Schatztruhe kommt auch noch. Ja, aber das Ganze dann beim nächsten Dienstag. Glaublich habe ich mich aus dieser Felder-Sache rausgezogen. Hey, ich habe so viel Übung in dem, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Barracks, hey, oh mein Gott, du bist ja auch noch reingestolpert hier in den letzten paar Sekunden. Weil ich sagen, gestern 2 Grüezi gesagt habe. Aha, Twinte. Ja, ich nehme Twinte, das ist kein Problem, ja. Einfach auf die zweite Nummer, oder? Wegen der Steuern, bitte. Ja, das wäre schon noch nett, wenn du das könntest machen. Die Bank hat es fertig gebracht, E-Banking-Nummer zu geben, die ich gar nicht eingeben kann in der App. Nur online. Also was zum Einloggen oder was? Das macht ja gar keinen Sinn. Aber ich finde es immer lustig, dass meine E-Banking-App manchmal so nach dem Fototan da fragt, nach dem komischen Mosaik-Muster da, was nachher einen Code generiert. Obwohl ich die App ja auch drauf habe, zum Code generieren. Aber kann ich, wenn ich am Handy bin, um mich einloggen, nicht gleichzeitig noch die App abfütteln mit dem gleichen Handy, oder? Und dann muss ich es nochmal abschießen, nochmal neu starten, dann geht es manchmal noch. Der Bilbo Rüeblin. Gefällt mir auch gut. Der Bilbo Rüeblin. Machen wir das so. Merci vielmals. Ja, ich nehme sehr gerne immer Geld von Leuten aus Twitch an. Das ist immer sehr gerne gesehen. Und wenn es so direkt winter, dann muss ich es auch nicht spenden, oder? Hat ja auch nichts mit Twitch zu tun. Das ist ja nur eben die Grüezi-Steuer, oder? Jedes Grüezi gibt 10 Franken, das 10er-Nötchen. Ja, jetzt haben wir sogar fast überbrückt. Ist ja schon fast wieder eine Punktlandung, he? Auf die 3. Unglaublich. Irgendwann einmal mache ich den Kopfhörer noch kaputt hier. Steffi, können wir mal einen haben ohne Kabel, bitte? Ich glaube, es hat noch ein paar welche da unten. Mal schauen, vielleicht haben wir noch einen ohne Kabel. Gut, ja. Ist mega cool gewesen, seid ihr vorbeigekommen. Was? Ein Headset, ein Kopfhörer ohne Mikrofon oder meinetwegen auch mit, ohne Kabel. Wireless sozusagen. Wäre schön. Ich hake die ganze Zeit mit dem Kabel ein hier. Was natürlich gut ist, dass man nicht immer den Akku aufladen muss. Und wie das bei uns im Team ist, ich denke, da könnt ihr sicher auch irgendwie ein bisschen euch damit verbunden fühlen. Ich glaube, es wäre nicht immer aufgeladen für den Nächsten oder die Nächste, die dann aufnehmen müsste. Das Kabel wegen Messen, dass nichts geklaut wird. Also haben wir dann auch noch das Schloss dran, oder was?
Oder denken die Leute, das hat ein Kabel, das ist nicht so cool, das wollte ich nicht. Wenn ich klaue, dann wireless. SteelSeries Nova ist super, SteelSeries bin ich sehr großer Fan. Ich habe das Artist 7 daheim. Und es hat sich als angefangen hier leider ablösen. Ist schon ein paar Jahre her. Jetzt könnt ihr entweder neue Muscheln kaufen oder ein neues Headset. Natürlich ein neues Headset. Ja, mal schauen, ob ich noch mal das gleiche kaufe. Ich hätte gerne eins, das so lüften noch, weil im Sommer ist das so heiß, aber mit den Kopfhörern. Wie tun die das lösen? Ich wollte ja keine so doofe Stöpsel haben hier im Ohr. Das ist irgendwie... I don't know. Finde ich nicht cool. Oder doch? Nein, ist doch irgendwie seltsam. Musst nicht so umranken, klappt so mit dem Kabel. Es muss gerankt werden. Wo geklemmt wird, wird auch gerankt. Mhm. Der WLAN-Kobold verrenkt sich im Kabel. SteelSeries Nova Pro hat einen Wechselakku, kostet etwa 500 Stutz wahrscheinlich. Nein, ich weiß es nicht. Also ich würde, wenn, dann wahrscheinlich schon bei denen bleiben. Weil ich jetzt einfach sehr gute Erfahrungen immer gemacht habe. Hast du ein Meeting? Kannst du nicht einfach snacken, weil du musst ausstecken. Ja, merci, schönes Meeting. Ja, dummer Spruch lassen und dann tschüss. Okay, ich habe jetzt aber auch genug gesprüchelt und merci vielmals, dass ihr da gewesen seid. Merci für Follow hier auch noch, haben wir noch platziert. Habe ich mich sehr gefreut. Heute eine lustige Runde wieder. Kurz abbrennt, ein bisschen lustig, dann ein bisschen dumme Sprüche. Habe ich mich sehr gefreut. Jetzt tue ich auch noch wieder alles abreißen hier anfangen. Gut, bevor das noch zu Boden geht, sage ich tschüss. Bis zum nächsten Dienstag am 1 wieder. Habt eine ganz schöne Woche und bis bald.